Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu meiner Spielanalyse, zu meiner Meinung zum ersten Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ja, was wir 3:2 gewonnen haben. Kurzes Statement für alle, die keinen Bock haben. Ich würde sagen, mit einem blauen Auge davon gekommen. Und bevor wir ins Detail gehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich denke, wie auch im Pokalspiel, die ersten 15 Minuten haben wir uns ein bisschen schwer getan. Danach haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Dann sind wir in alte Muster verfallen. Ja, aber dass das jetzt alles so geändert wird, erst recht, wenn fast dasselbe Personal auf dem Feld steht wie sonst auch, war klar, dass es nicht ganz so einfach wird. Ne? Das haben wir ja vorher gesagt. Eine Kompanie wird eine gewisse Zeit brauchen. Er wird auch eine gewisse Zeit brauchen, den einen oder anderen Spieler dann mal zu sehen, wenn er wirklich Woche für Woche liefern soll. Ja, wir sind wieder wie immer aus der Halbzeit gekommen und waren nicht da. Ja, das haben wir letzte Saison am Fließband erlebt, das haben wir jetzt auch wieder erlebt. Wolfsburg war heiß, wurde richtig heiß gemacht vom Hasenhüttl, war zu erwarten, wenn man nur 1:0 in die Pause geht, wo wir locker hätten 13:0 in die Pause gehen müssen. Aber da waren einige Spieler zu eigensinnig. Der Schiedsrichter war eine Katastrophe, das können wir auch schon mal mit reinfließen lassen hier. Zweite Halbzeit, ja, haben wir dann das nötige Glück gehabt. Das muss man mal so sagen, wenn man den Spielverlauf sieht, wenn man die Chancen sieht, hätten wir uns am Ende über ein Unentschieden nicht beschweren dürfen. Ne? Es war dann der richtige Move, Eric Dier zu bringen, komme ich später noch drauf, auch wenn wir in die Benotung gehen, der dann eine gewisse Grundsicherheit reingebracht hat. Ja? Den einen oder anderen Move an Auswechslung habe ich so gar nicht verstanden, ja? Aber da gehen wir auch gleich drauf ein. Ja, es ist das passiert, was klar war, dass es passiert. Ja. Also ich denke, da müsste man jetzt auch nicht irgendwie der große Hexer sein, das zu erkennen. Da kann man, so wie ich, Stammtisch Parolen bringen. Ne? Kriege ich ja immer wieder vorgeworfen. Ja, ich habe nicht umsonst in meiner Ausstellung einen Eric Dier von Anfang an drin gehabt und habe gesagt, dieser Mann muss einfach gesetzt sein, nachdem man De Ligt verkauft hat. Opa und Minjay, du hast einfach, das haben wir heute wieder ganz klipp und klar gesehen, du hast keinen Spieler auf dem Feld, der die Viererkette koordiniert. Ja, keinen. Also das Gegentor, ja, das war dann ein Foul von Boye, was soll er machen? Alphonso Davies rückt nicht raus, ja, hebt das Abseits auf, alle anderen rücken raus. Keiner, der das koordiniert. Dann bei dem Pfostenschuss, den Wolfsburg kurz danach hatte, stand in der Mitte Fonzie Davies, ein Boye und ich glaube ein Pavlo, da war nicht ein Innenverteidiger zu sehen. Katastrophe, ja. Wo unsere Innenverteidiger teilweise heute rumgeirrt sind. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Beide Innenverteidiger, Katastrophe. Ja, wirklich beide. Beide haarsträubende Fehler im doch ach so schlechten Aufbauspiel, was doch ein De Ligt hat. Ja, dass ein De Ligt ja nur 3 Bälle nach vorne spielt und dass ein De Ligt ja nicht so der Spieler ist, der so nach vorne hinweg verteidigt. Ja, ich denke, wir haben heute alle gesehen, auf was wir uns einstellen können, wenn wir da Upamecano und Min-Jae Kim die ganze Saison zusammen als Innenverteidigung sehen. Das wird eine Katastrophe werden. Ja? Das muss man ganz klar so sagen. Und das bei einem VfL Wolfsburg, der jetzt offensiv jetzt auch nicht die Oberkanone ist. Ja? Wenn da mal ein richtig offensiv starker Gegner kommt, ja, Halleluja. Aber ich gehe davon aus, dass ein Kompanie schlau genug ist, das sehen wird und dass ein Eric Dier bald von Anfang an spielen wird. Es sei denn, wir werden noch irgendwie doch noch einen Jonathan Tah verpflichten. Ja, also mit den beiden da hinten, ich hab's letzte Saison schon gesagt, es macht keinen Sinn. Ja, es macht einfach keinen Sinn, weil keiner dieser beiden Spieler ein Spieler ist, der die Viererkette führt. Ja, du brauchst in der Viererkette einen Abwehrchef. Punkt. Der ist nicht da. Ja. Dass wir natürlich nach so einer ersten Halbzeit überhaupt in die Verlegenheit kommen, ja, dass man in Rückstand gerät, ist natürlich eine absolute Farce und ein absoluter Witz.
Ja. Wir haben die erste Halbzeit wirklich stark gespielt nach den ersten 10 Minuten. Wir haben uns viele Torchancen, Torschüsse erspielt. Du musst einfach 3 Hütten machen und dann ist der Bums durch. Ja, dann kannst du auch so schläflich mal aus der Halbzeit kommen, dann kriegst du das 3-1, das ist dann nochmal der Wachrüttler. Ja. Gehen wir in der Benotung ein bisschen drauf ein. Wie gesagt, Fazit, mit dem blauen Auge davongekommen, positiv. Definitiv die erste Halbzeit. Definitiv auch, dass wir nach dem 2:1 zurückgekommen sind. Aber das war letzte Saison auch schon so, dass wir uns nicht mehr aufgegeben haben. Ja, dass wir trotzdem versucht haben, gegenzuhalten. Die eine oder andere Aufstellung habe ich heute nicht verstanden. Die eine oder andere nicht gekommene Auswechslung erst recht nicht. Bei der einen oder anderen Sache hat der Trainer recht gegeben. Zum Beispiel Gnabry hätte ich schon längst ausgewechselt. Zur Halbzeit spätestens wäre der bei mir vom Platz gewesen. Hat er dann das 3:2 gemacht. Allerdings über die rechte Seite, nicht mehr über die linke Seite. Kommen wir gleich zu. Dass Musiala angefangen hat anstatt Müller, für mich auch völlig unverständlich. Musiala war auch mega schlecht die erste Viertelstunde. Danach war gut. Gar keine Frage. Zweite Halbzeit, ja, abgetaucht, wie aber auch die gesamte Mannschaft. Muss ich ganz klar sagen, zweite Halbzeit hat mir definitiv der Typ Palhinha gefehlt. Ja, einer, der einfach mal dann ein Zeichen setzt, der das Heft des Handelns da auch in die Hand nimmt. Das war heute nicht gegeben. Pavlovic hat es gut gemacht, defensiv. Ja, war teilweise defensiver wie ein Kimmich, war trotzdem dann noch der das Spiel aufgebaut hat. Mehr wie Kimmich. Obwohl ich den Kimmich jetzt heute nicht schlecht reden will, hat auch eine gute erste Halbzeit gespielt. Aber dann in so einer Phase, da muss der zentrale Mittelfeldspieler, wenn wir schon mit Innenverteidigern spielen, die haarsträubenden Fußball bieten, muss der zentrale Mittelfeldspieler, der Sechser, muss das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das Spiel beruhigen, leiten, die Spieler stellen, wie sie stehen sollen. Das von Pavlovic zu verlangen mit seinen jungen Jahren und können wir nicht. Ja, da hätte ein Kimmich mehr da sein müssen für mich. Aber gut, das ist ein Kimmich auch nicht, auch wenn er das von sich selber denkt. Die Diskussion brauchen wir auch nicht wieder anfangen. Ich persönlich habe ein paar Linien vermisst von Anfang an. Obwohl Pavlovic und Kimmich erst erste Halbzeit wirklich stark gemacht haben. Ne? Da gibt's gar nichts dran auszusetzen. Gerade im Pavlovic hat's dann gut gemacht, auch immer wieder fallen lassen, dann auch mal 1, 2 Gegner aussteigen lassen, das was ein Kimmich halt nicht kann und so weiter. Ja, wie gesagt, wir würden über nichts diskutieren, hätten wir in der ersten Halbzeit, wäre Gnabry mal nicht so ein super eigensinniger Drecksack gewesen. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, komme ich gleich auch nochmal zu, oder können wir jetzt kurz anreißen. Wir haben natürlich eine hohe Konkurrenz auf den Außen. Ne? Du hast einen Tell draußen, du hast einen Coman draußen, Sané kommt zurück. Ich verstehe schon, dass man sich zeigen will, ja, aber man kann sich halt einfach auch mit Vorlagen zeigen. Und Gnabry hat zweimal die Mitte komplett ignoriert, ja. Und ansonsten die Chancen, die er hatte, ich meine nach der Ecke, wo er am langen Pfosten völlig blank steht, Katastrophe. Ja, E-Jugend. Sorry, er hätte den Ball sogar noch annehmen können, ansonsten musste ihn mal wenigstens Richtung Tor bringen. Ja? Und dass er sich darüber noch nicht mal geärgert hat oder aufgeregt hat mir eigentlich alles gezeigt. Ja? Gut, Gnabry hat es dann gerechtfertigt rausgerissen, weil er das Tor gemacht hat. Auf jeden Fall. Von daher gibt's da wenig zu meckern. Aber was wollen wir aber auch erwarten? Die Spieler ändern sich ja jetzt nicht so, weil neuer Trainer, jetzt nach den letzten 2,5 Jahren bin ich jetzt auf einmal wieder der Golden Boy oder was? Wie soll das funktionieren? Ja? Und ich habe noch nicht mal sowas zu Alphonso Davies gesagt. Das schenke ich mir auch. Wir gehen nämlich jetzt in die Statistik rein und dann machen wir das bei der Spielerbewertung, sonst wiederhole ich mich nur. Gut. Gucken wir uns mal die Werte an. Ballbesitz sollte ja klar bei uns sein. Ich aktualisiere den Bums hier nochmal. So, Ballbesitz 71:29 für uns, Abseitsstellung 3-1, Fouls 12-11, Zweikampfquote 44:56, Schüsse aufs Tor 2-8, Schüsse insgesamt 10-15, Ecken 1-7. Angekommene Pässe 170:520, Flanken 8-8. Schüsse insgesamt, Gnabry 6. Das sagt alles, Alter, Chancentod. Musiala 3, Kane 2, Torschussvorlagen, Boe 1, Kane 1. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 11, Boe 8, Upamecano 8. Ballkontakte 127, Upamecano 81, Kimmich 80, Kim. Gefoult worden, schenken wir uns. Gut,
damit gehen wir mal rüber in die Notengeschichte. Ich fange mit dem Chefcoach an, mit Kompanie. Ist für mich heute eine Note 4. Warum? Aus meiner Sicht, ja, ich hab manche Aufstellungen nicht verstanden. Ja, ich habe nicht verstanden, warum Palhinha nicht spielt. Nochmal, ich habe es in meinem Taktikfuchs gesagt. Die Zeit der Experimente ist vorbei. Ja, es müssen die spielen, die Mannschaft am stärksten machen. Und das ist ein Palhinha. Das haben wir heute auch gesehen. Ja? Ob ihr das jetzt gegen Kimmich oder Pavlovic werten wollt, ist mir egal, könnt ihr euch aussuchen. Ja? Könnt ihr für euch beurteilen, wen ihr heute besser gefunden habt. Einer muss weichen für Palhinha. Punkt. Und nochmal, das war heute Wolfsburg, die wir gerade im Ballbesitz gesehen haben, ein Viertel der Zeit hinten drin standen. Ja? Also Katastrophe. Die andere Sache, die Auswechslung. Ich weiß nicht, ein Kompanie hat sich da hingesetzt, aber das ist ja was ich sagte, ähnlich wie es beim Tuchel war, wo man die Hoffnung hatte, wow, jetzt endlich Leistungsprinzip. Und dann wird einfach nicht reagiert. Man guckt sich die Scheiße auch wieder 70, 75 Minuten an und sorry, habe ich kein Verständnis für, dafür haben wir diesen Kader, ja. Wenn man gesehen hat, wer noch alles draußen saß, ich fühl's nicht. Wenn das die erste Elf sein soll, die jetzt da eingeschworen werden soll, weiß ich nicht. Vielleicht hat man auch in Coman nochmal einen Denkzettel gegeben. Ich denke mal, Coman hat auch gezeigt, dass er keinen Bock hat auf diese Rolle, wo er eingewechselt wurde. Vielleicht in der Hoffnung, dass er noch jetzt in dieser Woche transferiert wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, mit welcher Leistung da teilweise Spieler auf dem Feld belassen wurden, mit welcher Rechtfertigung. Warum man dann Boe rausgenommen hat, habe ich gar nicht verstanden. Ja, hat ein mega gutes Spiel gemacht. Ja, die Szene mit dem Elfmeter. Ja, was soll er machen? Er kann den Spieler laufen lassen oder er versucht irgendwie an den Ball zu kommen. Er hat den ja auch nicht viel berührt. Aber klar war es ein Elfmeter. Aber nochmal, Fonzie Davis hat das Abseits aufgehoben. Alles war in der Vorwärtsbewegung. Ja, war halt auch eine Katastrophe. Aber ja, keine Ahnung. Für mich auf jeden Fall Note 4. Sagen wir 3 Minus, weil was mir gut gefallen hat, waren die Umstellungen, die relativ, was ich aber auch erwarte. Ich erwarte, dass man innerhalb von einem Spiel mal auf eine Dreierkette umstellen kann und so weiter. Welche Umstellung ich gar nicht verstanden habe, war die Sache mit Boe. What the fuck? Was war der Grund? Ja, dann hättest du doch da schon auf Dreierkette stellen können. Was war jetzt der Grund da, Kimmich jetzt in die Mitte zu schieben, Pavlovic als einzigen Sechster zu lassen und Müller bzw. Musiala, der dann auf die 8 gegangen ist. Müller, der weiß ich nicht, Müller war gar nicht zu sehen, bis dann auf die beim Tor, wo er stark gemacht hat. Ansonsten war Müller, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer gesehen hat, ob Müller auf dem Feld war. Habe ich nicht ganz verstanden, aber das fand ich gut, ja, dass das problemlos geht. Das haben wir in den letzten Jahren ja nicht so gesehen, dass man mal im Spiel auch reagiert. Das hat mir gut gefallen, also machen wir eine 3 Minus. Am Ende haben wir auch gewonnen. Gibt dem Trainer dann recht und gut ist. Ja, aber ich habe es ja auch gesagt, ein Kompanie wird halt einfach Zeit brauchen. Ja, das ist nichts, was man also man kann keine 2,5 oder sagen wir 2 Jahre ausradieren innerhalb von 4 Wochen Vorbereitung, wobei dann die Hälfte der Spieler noch nicht mal da war und dann noch mit Spielern, mit denen man eigentlich gar nicht mehr plant und bla und Sülz. Ja, ich brauche es nicht weiter ausführen, denke ich, oder? Gut. Gehen wir rein. Manuel Neuer, wir haben schon die neue Rolle gesehen des Manuel Neuer, ist eine Rolle, mit der Manu nicht wirklich Probleme hat. 1-2 Mal sah es echt eng aus, mit da hinten rausspielen und einen Gegner aussteigen lassen und sowas. Das wird auf Dauer, irgendwann wird jemand kommen, der da den richtigen Riecher hat und wird das auch nutzen. Aber gut, dann ist das so, wenn das der Spielstil sein soll, den wir an den Tag legen, bin ich fein damit. Besser als wie wieder so Rumpelfußball zu sehen. Ansonsten hat Neuer noch eine gute Parade gehabt, wo es dann abseits war, die hat er gut gehalten. Ja, ansonsten lag es mit Sicherheit nicht am Neuer. Ja. Dass es dann nochmal so spannend geworden ist, wie spannend geworden ist. Von daher, ja, ich sehe ihn bei einer 3.
Wirklich auszeichnen konnte er sich nicht, hat 1, 2 Bälle wieder ins Ausgepölt auch, aber gut, das ist auch normal mittlerweile bei Manu. Aber ansonsten hat er es wirklich gut gemacht, stand gut, war da, wenn auch mal ein langer Ball kam. Die Frage ist, inwieweit nimmt man jetzt einen Manuel Neuer mit in die Verlosung, wenn es darum geht, eine Viererkette zu organisieren, wenn sie Innenverteidiger nicht hinbekommen. Das weiß ich nicht, das muss auch jeder dann für sich selber entscheiden, denke ich. Gut, jetzt kommen wir schon zu den ersten Knallernoten. Erstmal vorneweg. Ja, es ist das erste Pflichtspiel, das erste Bundesligaspiel. Wir haben das Spiel gewonnen, alles gut. Aber es ist jetzt nicht mehr die Zeit, was zu beschönigen. Ja? Für mich Minje heute 5-. Warum 5-? Weil ich Opa eine 5 gebe. Kann ich schon mal vorwegnehmen, kann ich schon mal eintragen. Ja, Minje war das Minus ein bisschen schlechter. Ansonsten waren beide Innenverteidiger eine Katastrophe. Minje, den Fehler vorm Tor, ja, Katastrophe, aber auch sonst 1, 2 Bälle im Aufbau fahrlässig weggeschenkt. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass Minje und Opa irgendwie connecten, auf einer Wellenlänge sind und da irgendwie klarkommen, sich absprechen können oder sonst was. Da war einfach keinerlei Harmonie da. Keiner hat das Heft des Handelns in die Hand genommen und man hat das Gefühl gehabt, obwohl wir die erste Halbzeit so dominiert haben, ja, und das war noch in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, wo Wolfsburg dann mal ein bisschen, mal eine Viertelstunde mal Feuer gemacht hat, in ihren Rahmen der Möglichkeiten, und das hat das schonungslos aufgedeckt. Ja? Und das ist dann schon bedenklich zu sehen. Gut. Damit nehmen wir gleich den Opa mit rein. Für mich Opa 5, habe ich gesagt. Ja? Ich weiß, der eine oder andere wird den Opa jetzt bei einer Note 4 sehen oder sowas, aber für mich genauso eine Katastrophe. Ja? Es war keinerlei Abstimmung da. Auch Opa katastrophale Fehler im Aufbauspiel gehabt. Man hat teilweise, ich habe es gesagt, teilweise waren beide Außenverteidiger auf den Innenverteidigerpositionen und ich weiß nicht, wo die Innenverteidiger waren. Also kann natürlich sein, dass das eine Vorgabe ist von Kompany, dass unsere Innenverteidiger dann irgendwie auf die Außenverteidigerpositionen rücken. Ich habe keine Ahnung, frage mich nicht. Also Katastrophe. Deswegen auch der Trainer keine Note, keine bessere Note. Wa? Weil auch da hätte man schon viel, viel eher reagieren müssen. Meiner Meinung nach. Gut, kommen wir zur Sache Boye. Ja, für mich wäre es eine Note 2 gewesen, da er den Elber verschuldet hat, kriegt er von mir eine Note 3. Ich habe von ihm ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Vor allen Dingen gerade erste Halbzeit hat er gezeigt, was Phase ist, was seine große Stärke ist. Und da mal Grüße gehen raus an alle, die gesagt haben, dieser Spieler hätte kein Bayern-Niveau, ist absoluter Schwachsinn. Ja, den ein oder anderen Defensiv-Zweikampf war jetzt nicht so gut, aber auch da, es gab keine Abstimmung. Die Viererkette war vogelwild. Ich habe glaube ich auch niemals eine Viererkette gesehen, oder? Es ist ja okay, dass die Außenverteidiger aufrücken oder dann auch in die Halbposition rücken, haben wir selbst unter Tuchel gesehen. Aber da muss sich halt der Sechser fallen lassen. Entweder Kimmich oder Pavlovic, das war selten der Fall. Und dann, wenn es dann schnell ging, nochmal, oder wenn Ballverlust da war, dann war kein Innenverteidiger da. Ja, dann waren eher unsere Außenverteidiger auf der Innenverteidigerposition. Das ist, I don't know, geht in meinen Kopf nicht rein und da tut man Boe und aber auch ein Davis keinen Gefallen. Ja, das sind halt einfach keine Innenverteidiger. Ja, das kannst du ja vielleicht mit dem Stunny so spielen, der halt auch einen Innenverteidiger gut spielen kann, aber ansonsten tust du denen da keinen Gefallen mit. Ja, Katastrophe, in meinen Augen. Gut. Sacher, ich denke, er hat gezeigt, was er kann. Ich fand es ein bisschen schade, dass man ihn ausgewechselt hat. Sag ich euch ganz ehrlich, habe ich nicht ganz verstanden, den Move. Vor allem, weil du Kimmich dann gar nicht gesehen hast. Ja, diese Umstellung war völlig sinnfrei. Kimmich war 0 im Spiel. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Ballkontakt hatte auf der rechten Verteidigerposition. Also, frag mich nicht. Weiß ja nicht, ob man ihn jetzt als Bauernopfer genommen hat oder weil man gesagt hat, komm, pass mal auf, du bist jetzt ja noch nicht so fit. Es reichen 70 Minuten. Mag sein, alles gut, kann der Grund sein. Das ist auch der einzige Grund, den ich verstehen würde. Leistungstechnisch gab es keinen Grund dafür. Ja. Gut, damit kommen wir zum nächsten Kracher in der Viererkette. Alphonso Davies.
habe ich ein bisschen Problem mit. Ich würde ihm, wenn ich aus meiner Sicht benote, eine Note 5 geben. Dann habe ich überlegt, vielleicht ist das vielleicht ein bisschen zu hart, weil er so meine Antipathie mit reinschwimmt, von wegen, weil er den Vertrag nicht verlängern will und nächstes Jahr nach Real Madrid gehen will. Habe ich mir gedacht, ja komm, dann gibst du ihm eine 4. Dann habe ich mal so die Szenen Revue passieren lassen und nee. Ja, wenn ihr das anders seht, wenn ihr meint, da schwingt zu viel Antipathie mit, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mir das zu Herzen nehmen, aber ansonsten fand ich die Leistung, die ich gesehen habe, eine Note 5. Ja. Erste Halbzeit, wo wir super dominant waren, war von sich schon Note 5. Katastrophe. 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 Der war nicht in der Lage, mal einen Ball anzunehmen. Stoppfehler, Ball ins Aus. Hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Wenn irgendwas ging über seine Seite. Speed hin oder her. Er konnte seinen Speed nicht einmal ausspielen. Zweite Halbzeit. Jeder Angriff, es waren nicht viele, der von Wolfsburg kam. Entweder gab es eine Ecke, das war dann das geringere Übel, ja, oder es kam direkt die Flanke. Ja. Fonsi hat keinerlei. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie man diesen Spieler aufstellen kann. Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Einfach Katastrophe. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Junge, der war offensiv nicht zugegen. Gnabry war in der ersten Halbzeit defensiv stärker wie ein Davis. Ja, Gnabry musste verdammt viel hinten wegarbeiten teilweise. Also, sorry. Ich habe nichts gegen Fonsi. Ich weiß nicht, ob ein Fonsi nur spielt, weil er Best Bro von Musiala ist und keine Ahnung, Leute. Das hat für mich aber nichts damit zu tun, dass da ein Trainer sitzt, der sagt, ja, bei mir geht's Arbeit und bei mir geht's nach Leistung. Dann hat ein Fonsi Davis einfach nicht auf dem Platz zu stehen und hätte spätestens zur Halbzeit ausgewechselt werden sollen. Sorry. Aber da kannst du die Innenverteidiger mitnehmen. Die hätten Hand in Hand vom Platz gehen können. Aber da wir ja gerade keine anderen Innenverteidiger haben und meinen Goretzka aussortieren zu müssen, ja, also mein Take, ich glaube, du könntest einen Goretzka besser in die Viererkette stellen als das Duo Upa und Minje. Ja. Aber gut, da sind wir wieder bei den verkehrten Spielern, Alter. Und warum ist hier noch ein Wild. Gut, das zu Fonsi, Leute. So, gehen wir rüber ins Mittelfeld. Nee, wir gehen erst nach vorne. Weil ich habe hier in den nächsten, Olise stehen. Olise hat es für mich sehr gut gemacht. Ja, ich denke, man hat dann, aber da mache ich ihm gar nicht den Vorwurf, zweite Halbzeit ging halt einfach gar nichts mehr nach vorne. Ja, wir haben komplett verschlafen. Die einzige Mannschaft, die gespielt hat, war Wolfsburg. Aber wir haben ja teilweise die Bälle dann hinten lang rausgeprügelt, wie als wären wir, was weiß ich, eine Kreisliga-Mannschaft. Was ja manchmal okay ist. Für mich war er der Auffällige. Die rechte Seite mit dem Boe zusammen war super stark in der ersten Halbzeit. Ja. Dagegen war die linke Seite nicht zugegen. Ja. Aber auch wie er oft in die Mitte gezogen ist, wie er aber auch das direkte Spiel gesucht hat, egal auf wen. Auch wie uneigennützig er im Gegensatz zum Gnabry war. Ja. Er hat immer den besser postierten Mann gesehen und den dann angespielt und nicht eigensinnig aufs Tor geschossen. Also das genaue Gegenteil. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, sehe ich dann anhand, ich gebe ihm eine 2-. Ich gebe ihm eine 2-, Leute. Gut, Pavlo ist für mich ein bisschen schwierig zu beurteilen. War für mich auf jeden Fall der auffälligere in der Mitte. Wenn wir ihn erstmal einstellen, mal. Wobei erste Halbzeit beide gut waren. Kimmich war gut, Pavlo war gut, aber Pavlo war für mich auffälliger. Ja, Pavlo war der das Spiel ein bisschen hat versucht zu ordnen. Kimmich hat so ein bisschen seine Rolle gesucht. Dann war Kimmich auch wieder der alleinige Sechser. Gut, das war in der Phase, wo Wolfsburg nicht wirklich offensiv zugegen war. Von daher konnte man das irgendwie verargumentieren, aber wenn man dann wieder gesehen hat, wenn wir dann mal schnell umschalten wollten und dann ging der Ball zu Kimmich und Kimmich spielt den Ball wieder nach hinten, Alter, dann kriege ich einfach einen Kackreiz. Ja, und dann ist das kein Argument, dass dieser Mensch da spielt auf dieser Position. Punkt. Aber es geht nicht um Kimmich, es geht um Pavlo.
Pavlo sehe ich bei einer 3. Wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, heute den Pavlo zu beurteilen. Vielleicht auch eine 2, 2 minus. Hat es eigentlich gut gemacht. Ja, der letzte Kick hat mir so ein bisschen gefehlt. Weiß ich nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Er war auf jeden Fall noch auffälliger wie Josh. Ich lasse es bei einer 3, Leute. Ich lasse es bei einer 3. Gut, damit kommen wir zum Serge hier. Ist der nächste in meiner Liste. Ich gehe mal die Liste durch. Nicht, dass ich wieder einen Guerrero vergesse, der heute gar nicht gespielt hat. Wilde Geschichte übrigens, aber komm ich gleich zum Schluss nochmal drauf auf diese Story. So, beim Serge, ne? Ja, hätte Serge nicht das Tor gemacht, für mich Note 5. Katastrophe, erste Halbzeit, super schlecht. Wobei ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen muss, Fonsi war eine Katastrophe. Ja. Also Gnabry musste auch schon viel Defensivarbeit machen, aber ich denke, Gnabry über links haben wir gesehen. Macht keinen Sinn. Ja, macht nicht wirklich Sinn in meinen Augen. Fairerweise muss man sagen, dass er auch viel zu eigensinnig war. Viel zu eigensinnig. Zweimal, wie gesagt, standen 2 Leute in der Mitte frei. Er braucht den Ball nur reinlegen. Und er versucht da irgendwie aus einem unmöglichen Winkel aufs Tor zu schießen. Vielleicht, wie ich schon sagte, der Konkurrenzsituation geschuldet, aber weiß ich nicht. Wir müssen mal wieder dahin kommen, dass Spieler es geil finden, Tore vorzubereiten. So wie es beim Franck zum Beispiel war. Ja. So den Eindruck macht Olise gerade so ein bisschen, da sollte Gnabry vielleicht mal ein bisschen an sich arbeiten. Da er dann das Tor gemacht hat, das Siegtor, ja, keine Ahnung, müsst ihr für euch bewerten. Ich gebe ihm mal eine 3 minus, auch aufgrund dessen, dass er wirklich auch viel Defensivarbeit mitmachen musste. Nee, ich gebe ihm eine 4, Alter. Diese Eigensinnigkeit vorne, die ging mir halt hart auf den Sack. Ja. Wie gesagt, wir hätten in der ersten Halbzeit schon 3 machen müssen. Und da war ein großer Grund der Gnabry. Ja, muss man einfach sagen. Wir haben es gesehen, 6 Torschüsse. Also, sorry. Er sieht sich als super offensiven Spieler, da muss man auch mal ein bisschen an seiner Effektivität arbeiten, Alter. Gut, damit kommen wir zu King Josh. Wie ich ja schon sagte, erste Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen. Das Zusammenspiel mit Pavlo war auch okay. War schon mal besser im Testspiel. Gerade am Anfang hat sich keiner mal fallen lassen zwischen die Innenverteidiger. Hast du gar keinen Sechser gesehen, ja, deswegen habe ich das aber auch so ein bisschen kritisiert. Dann war lange Zeit Kimmich der klare Sechser, hat das Spiel wieder super lahmarschig gemacht. Und dann hat sich irgendwann Pavlo fallen lassen und hat das ein bisschen in die Hand genommen. Dann war es auf jeden Fall besser. Zweite Halbzeit habe ich nicht mehr wirklich viel gesehen von mir, wenn ich ehrlich bin. Dann diese Versetzung auf die Rechtsverteidigerposition habe ich nicht verstanden. Wie ich aber schon sagte, in der Phase, ja, ich habe einen Kimmich sich einmal aufregen sehen, wie so ein kleiner Kampfzwerg, aber er hat halt nichts gemacht. Er hat nicht mehr versucht, da irgendwas zu ordnen oder mal die Spieler anzusprechen oder sowas. Er ist dann einmal so, das war alles, was ich von ihm gesehen habe. Das ist mir zu wenig. Wenn er der große Führungsspieler sein möchte, dann in so einem Spiel, gerade heute, hätte er es zeigen können. Ja, dass er immer ehrgeizig ist, alles gut. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit war wirklich gut mit dem Pavlo zusammen. Zweite Halbzeit, wo es dann gekippt ist, das Spiel, muss auf dieser Position der Spieler das Team führen. Er muss. Ja, und das können wir nicht von Pavlovic verlangen. Da muss ein Kimmich kommen. Und wenn er nicht kommt, ja, dann hättest du ihn für ein paar Linien austauschen müssen. Punkt. Meiner Meinung. Note 3 minus. Gut, als nächsten haben wir Musiala. Ja, dieses Spiel, also ich weiß nicht, ob man es merkt, ich tue mich sehr schwer. Ich bin sehr auf eure Benotung gespannt. Ja, ich tue mich sehr schwer damit bei diesem Spiel. Ich habe auch keinen, wo ich sage, wow, das war jetzt mit Abstand die beste Kanone bei uns auf dem Feld. Wie gesagt, wenn, dann musst du Boe und Odyssee nennen. So, ja. Oder ein Harry Kane, der wirklich wieder aufopferungsvoll den Löwen gemacht hat. Ja, sich reingeworfen hat. Das sind so die 3 Spieler, die ich da groß positiv nennen kann. Und bei allen anderen tue ich mich wirklich schwer, das irgendwie einigermaßen in ein Gleichgewicht zu bekommen. Ja, hat man einfach mal, wa? Musiala, habe ich ja schon gesagt, erste Viertelstunde Katastrophe. Ja,
war gar nicht zugegen. Ich habe auch nicht verstanden, seine Aufstellung. Habe ich nicht gesehen, womit die sich gerechtfertigt hat. Ja, hat natürlich dann das Tor gemacht. Ja, auch da bleibe ich wieder dabei. Das hätte jeder gemacht. Und wenn er dann nicht gewesen wäre, da waren noch 2 Spieler. Ja, dann wäre der Ball 1 Meter weitergerollt und wäre er auch reingemacht worden. Er war danach aber besser. Ja, er war besser, hat auch viel auf die Socken gekriegt. Der Schiri hat auch viel nicht gepfiffen, gar keine Frage. Er kam, umso länger die Spielzeit ging, besser rein. Ja, aber auch dann hast du irgendwann gemerkt, so, es sind keine Körner mehr da. Ja, warum man dann Musiala dann, wie gesagt, einen Kimmich nach hinten rechts, Musiala zurückzieht auf die 8, anstatt da frische Kräfte zu bringen mit einem Conny Leimer zum Beispiel, der eine absolute Pressingmaschine ist, eine absolute Willensmensch, eine absolute Kampfsau, habe ich nicht verstanden. Ja, aber da kann natürlich Musiala nichts für. Bis dahin war es eine ordentliche Vorstellung, würde ich auch bei einer Note 3 sehen. Gut. Zu guter Letzt habe ich hier gerade schon ein bisschen was zu gesagt, Heavy, den Löwenherzkämpfern, englischen Kapitän. Ja, Heavy heute leider kein Tor gemacht, aber allein nur, wenn ich an die eine Szene denke, die super stark dann noch verteidigt wurde, wo der den Ball mit links mitdreht, dreht und den Ball dann noch aufs Tor schießen will. Die Tore, die er eingeleitet hat, die Tore, was er vorbereitet hat, dass er dann, was war das, 88. oder was, diese Kontersituation, Katastrophe. Ja? Du hast gesehen, so, hey, Alter, er will richtig durchziehen und es kommt einfach nicht mehr. Ja, er ist ja halt auch nicht der Schnellste. Ne? Aber hat sich aufgeopfert, auch dann hinten wieder teilweise mitverteidigt. Was heute so ein bisschen gefehlt hat, ich bleib dabei, es wäre mal schön zu sehen, wenn Tell da mit rumeiert vor ihm. Ne? Harry Kane war heute auch wieder viel unterwegs, nicht ganz so viel auf den Außen diesmal, aber ein bisschen hat sich öfters fallen lassen. Es wäre mal schön zu sehen, wenn er da mal den kongenialen Partner hatte. Vielleicht wird ein Olise in diese Rolle reinwachsen von der rechten Seite aus. Ja, das heißt, er hat sich ja 1-2 Mal dann in die Mitte aufgemacht. Ja, Harry Kane sehe ich bei einer 2-, sehe ich jetzt in nichts nachstehen zum Olise. Auch wenn er kein Tor gemacht hat, war der, wenn offensiv was war, was er teilweise wieder mit eingeleitet hat. Und ja, war ein bisschen schade, dass er keine Hütte gemacht hat. Es wäre verdient gewesen. Ja. Auch der Eckball dann zum Eigentor da, ja, war Harry Kane halt auch mit am Start. Gut, ich guck mal eben Einwechslung. Ja, Thomas Müller können wir vielleicht noch bewerten. Alles andere ist schwierig. Thomas Müller, habe ich gesagt, erstmal Glückwunsch, dass er Rekordspieler ist. War bis auf die eine Szene absolut nicht zu sehen. Bei der Ecke war er da, ja, hat er vielleicht entscheidend gestört, dass es ein Eigentor wurde. Hat dann den Zettel rausgeholt mit den Anweisungen. Dann hast du ihn gesehen beim Einleitung des 3:2, was wirklich super stark war. Seine ganze Routine ausgespielt. Ansonsten war Müller nicht zugegen. Ansonsten habe ich persönlich Müller nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ähnlich wie bei Gnabry müssen wir das natürlich berücksichtigen. Und von daher für mich eine 3- für den Thomas. Ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Fairerweise muss man sagen, dass die Mannschaft zu der Zeit aber auch nicht wollte, nicht konnte. Ja, das Spiel irgendwie wieder an sich zu reißen, das in den Griff zu kriegen. Wie gesagt, da hätte mir eine Einwechslung von so einem Palinja mehr gefallen oder von so einem Conny Leimer, der in der Zentrale nochmal einen Einfluss hat, als wie zu sagen, ich ziehe Musiala dann da hinten hin. Du kannst ja Musiala auswechseln für Müller, ja, der halt auch am Ende seiner Kräfte war, das war völlig fein. Aber es hätte in der Mitte dann einen frischen Mann gebraucht, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, aber ich muss natürlich das bewerten, was wir gesehen haben. Und ja, na klar kann Thomas Müller nichts dafür, dass wir das Offensivspiel quasi eingestellt haben. Aber am Ende muss ich ihn trotzdem daran bewerten, was er für Aktionen hatte. Und ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen. Gut. Dann haben wir noch einen Eric Dyer. Ich blende ihn auch ein heute. Ja? Der dann die letzten Viertelstunde kam und ja, ich denke, man hat gesehen, wenn er kam rein, hat gleich Anweisungen verteilt. Allein dann das Stellungsspiel, welche Bälle er in der Mitte
Ja, wir haben ja dann quasi eine Dreierkette gespielt. Ich tue mich schwer damit, Dreierkette zu nennen, wenn Fonzie Davies der linke Part in der Dreierkette ist. Aber allein, was er durch sein Stellungsspiel weggearbeitet hat. Ja, und genau das wäre das auch gewesen, hätte zu ein paar Linien gebracht. Ne? Vorher schon im defensiven Mittelfeld. Ja, hat dann die Ruhe reingebracht, hat das ein bisschen geordnet, dann war auch Opa ein bisschen stabiler in den letzten paar Minuten. Ich bin sehr gespannt, wann ein Kompany das einsehen wird. Ich denke, das wird nicht allzu lange dauern, ansonsten wird er mich maßlos enttäuschen. Ich habe es gesagt, dass das nichts wird mit dem Opa und Minjay. Ja. Und eigentlich sollte das so ein Kompany auch wissen, oder? Ich weiß nicht, wir haben es letztes Jahr versucht. Man hat gesehen, dass keiner von beiden in die Rolle reinwächst. Keine Ahnung, vielleicht kriegt eine Kompany noch hin, dass einer in diese Führungsrolle reinwächst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Es gibt halt einfach Führungscharaktere, die führen können, die das angeboren haben, die da kein Problem mit haben. Du kannst das halt auch du kannst das den Spielern nicht aufzwingen. Ja, das ist halt auch so eine Charaktersache. Der eine oder andere denkt, er kann das, so wie Josh, und kriegt es dann nicht umgesetzt auf dem Feld. Und du hast dann so einen Eric Dyer, wo das naturgegeben ist. Das merkst du direkt, wenn er reinkommt. Ja. Und von daher, ich verstehe, dass sportlich vielleicht ein bisschen was mehr für Minjay oder Opa spricht. Aber es kommt halt auch darauf an, dass eine Viererkette einen Abwehrboss hat und geführt wird. Ja. Und ich denke, das hat das Spiel heute nochmal ganz klipp und klar gezeigt. Und nochmal, nichts gegen Wolfsburg. Aber Wolfsburg ist ja alles als jetzt ein Offensivfeuerwerk. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Gut. Als letzten haben wir den King. Wie gesagt, für mich auch Eric Dyer, der Wechsel viel, viel zu spät. Viel, viel zu spät. Auch der Wechsel von Thomas Müller war für mich schon zu spät. Sorry. I don't know, warum. Ja, weiß ich nicht. Klar, es stand schon 10 Minuten 2-1 für Wolfsburg und wir haben offensiv nicht stattgefunden. Weiß ich nicht, warum man da 10 Minuten warten muss und auf was hoffen. Ja? Auf was hoffen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum es dann für Boye war, fragt mich nicht. Hab ich, wie gesagt, I don't know. Habe ich den Move nicht hinterverstanden. Muss ich aber auch nicht. Wird er sich schon irgendwas bei gedacht haben. Ging leider nicht so auf, sonst würden wir hier wahrscheinlich anders sitzen. Nochmal, im Nachhinein können wir natürlich immer alle klug scheißen. Da wissen wir das immer alle besser. Er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, der Kompanie. Es ist halt leider einfach nicht aufgegangen. Ja, deswegen hat das ja dann auch relativ schnell, was ich ihm sehr zugute halte, relativ schnell wieder nachgebessert, indem er dann Kimmich wieder in die Mitte gezogen hat und wieder auf Dreierkette gestellt hat. Aber selbst in Kimmich war ja dann da auch nicht mehr zugegen, ja, zu der Zeit des Spiels. Gut. Zuletzt haben wir King. King, Viertelstunde, beziehungsweise 20 Minuten mit Nachspielzeit. Ja, wir spielen jetzt immer 5 Minuten nach. Gehört ja zum guten Ton oder was, keine Ahnung. Ja, hatte nicht wirklich mehr Einfluss, ne, King. Oh, ich bin mir gleich ein Nieser, Leute. Ich hätte mir eher gewünscht, ja. Halleluja. Ich hätte mir eher gewünscht, Olysee, ja, war okay. War dann blass, die letzte Viertelstunde konnte halt auch keinen Einfluss nehmen. Ja, wir haben in der Phase halt einfach nicht mehr nach vorne gespielt. Wolfsburg hat es im Griff gehabt. So muss man fairerweise sagen. Was mir beim King ein bisschen enttäuscht hat, ist der Fall, dass ich nicht den Eindruck hatte, als hätte er richtig Bock und würde sich gerne mal richtig zeigen. Ja, und würde gerne mal zeigen, oh, das war ein Fehler, dass du mich draußen gelassen hast. Ja, das habe ich beim King nicht gesehen. Das war eher so, ach ja, ich spule mal jetzt mein Programm ab. I don't know. Wir werden sehen, wie es sich verhält. Wenn die Transferphase jetzt dann irgendwann zu ist, ja, dann wissen wir, ob so ein King noch da ist, ob so ein Leo noch da ist und so weiter, ob vielleicht doch noch ein Innenverteidiger kommt nach den heutigen nicht überraschenden Leistungen dieses Pärchens. Wir werden sehen, Leute.
Wir haben 3:2 gewonnen. Das ist Positives. Was Auftaktspiel, das ist immer schwer. Man muss halt in die Saison kommen. War wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Das hat man auch gesehen, wie der eine oder andere Spieler nach dem Spiel damit gefeiert hat, weil die wissen natürlich auch, ja, dass es sofort brennt. Überlegt mal, wir hätten das Spiel 2:1 gegen Wolfsburg verloren. Ja, also dann wäre ja gleich kompletter Eskalation gewesen. So wird sich das Ganze in Grenzen halten. Nichtsdestotrotz muss man, ich habe es gesagt, die Zeiten, wo wir jetzt hier Schönrederei machen, sind vorbei. Ja, ich bewerte das, was ich sehe. Und das war heute eine gute erste Halbzeit. Mit da schon einer wackeligen Viererkette. Und in der zweiten Halbzeit mit ganz, ganz, ganz viel ausreichenden Leistungen. Ja. Und dem Dingen, dass wir wieder aus der Halbzeit kommen und es komplett verschlafen. Und ich weiß nicht, was man denkt. Man geht mit 1:0 in die Pause. Klar, wir haben alles im Griff gehabt. Wir haben super gute erste Halbzeit gespielt. Oder sagen wir, die letzten 30 Minuten. Ja. So die ersten 10, 15 Minuten war es ein bisschen schwierig. Aber dann haben wir wirklich guten Fußball gespielt, haben ein gutes Spiel gemacht. Hätten 3:0 führen müssen, Minimum. Und dann geht man in die Pause und da was denkt man dann als Spieler? Dann denken die so, ach geil, wir machen ja ein gutes Spiel, das läuft schon so weiter. Es ist doch klar, dass gegenüber ein Trainer ist, ja, also man kennt ja einen Ralf Hasenhüttl, Alter. Das ist ja auch ein Heißsporn, ja. Und dass der seine Spieler nochmal ordentlich Zunder mit auf den Weg gibt und denen ein bisschen mehr Selbstvertrauen einimpft und sagt, jetzt aber mal Abfahrt, ist zu erwarten, ja. Also, keine Ahnung, wie man dann so aus der Halbzeit kommen kann, wie wir das tun, ist für mich ein Unding, ja. Und dass man dann als Trainer das so hinnimmt und nicht drauf reagiert, ist für mich halt auch ein Unding. Und das habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, unter Kompanie ganz, ganz anders erwartet. Ich bin gespannt, ob sich das ändern wird. Ja, das andere Thema lassen wir mal weg. Das machen wir mal morgen im Stream. Dann können wir mal auf so den einen oder anderen Spieler mal im Einzelnen eingehen. Warum Palhinha heute nicht gespielt hat? Katastrophe für mich. Katastrophe. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Nochmal, warum er nicht reagiert hat und dann wo man ausgewechselt hat und Kimmich da weggezogen hat, weiß ich nicht. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo man das Gefühl hat, ja, wir können ja alles machen, außer einen Kimmich auswechseln. Ja, dann nehme ich lieber einen Boe raus, setze einen Kimmich hinten rechts hin, damit er auf dem Feld bleiben darf. Ich kriege einen Kackreiz, Leute. Ich kriege einen Kackreiz. Ja. Beenden wir das Video positiv. 3:2 gewonnen fürs erste Spiel. Völlig okay, dass das nicht ohne Geräusche läuft. Dass wir noch Zeit brauchen, habe ich gesagt. Deswegen auch meine vorsichtige Saisonprognose. Ich denke, das haben wir heute gesehen. Am Ende des Tages war es zumindest in der zweiten Halbzeit, das Spiel, was ich erwartet habe. Ja, dass es nicht so einfach wird gegen Wolfsburg. Ist jetzt auch keine 0815er Mannschaft. Ist jetzt aber auch keine Mannschaft, die um die ersten 5 da oben rumtänzelt. Ne? Also da kommen noch ganz andere Kaliber. Nächstes Spiel ist Freiburg. Freiburg ist gut reingestartet. Freiburg wird auch nicht einfach. Ja, da wird auf jeden Fall eine Leistungssteigerung auch nötig sein. Und auch anderes Personal in meinen Augen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, ich habe es ja gesagt, so Spieltag 4, 5 rum. Dann können wir das ein bisschen einordnen, ob bei uns wirklich nach Leistung und nicht nach Name aufgestellt wird. Und dann können wir Kompanie mal an seinen Worten messen. Es wird wichtig sein, dass man ihn an seinen Worten messen kann. Ansonsten wird das ganz, ganz schnell, aber ganz, ganz weit nach hinten losgehen. Ja, wenn wir jetzt so wenn er jetzt anfängt, auch den Tuchel-Move zu machen mit, ich mache hier auf dicke Hose, ich quatsch hier, es geht rein nach Arbeit, nach Leistung. Und man stellt dann wieder teilweise nur nach Namen auf oder beziehungsweise wechselt diese Namen nicht aus, um den Spieler nicht irgendwie, weiß ich nicht, weh zu tun. Ja, dann wird es schwierig werden, auf die Saison gesehen. Aber, keine Ahnung. Wir werden sehen. Das Schöne ist, es wird nicht langweilig bei uns. Es wird nicht langweilig. Gut. Leute, ich weiß, viele kommen jetzt wieder, du siehst, da wird so kritisch, blablabla. Ja, gönnt euch. Ja, wenn ihr das alles gut fandet, dann ist das doch fein. Habe ich doch gar kein Problem mit. Ja.
Ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich habe eine andere Erwartungshaltung gehabt. Jetzt nicht vom Fußballerischen her, das war völlig fein, dass das nicht von vornherein so läuft, war klar. Aber einfach vom Trainer her, welche Spieler wann, wo, wie, aus welchen Gründen spielen und ausgewechselt werden und sowas. Das Innenverteidiger-Thema wird uns wahrscheinlich am Montag im Stream eine gewisse Zeit beschäftigen. Und damit, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. 3:2 gewonnen. Chaka, nehmen wir das Positive mit. Und damit aufs nächste Drecks-Sonntagsspiel. Ja, zum Kotzen diese Sonntagsspiele. Vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.